Hallo und herzlich willkommen bei Inspire Yourself, der Podcast rund ums Thema von der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Antonella Patitucci und ich werde dir meine Tools und Erfahrungen weitergeben und viele spannende Gäste einladen, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Für weitere Inspirationen folgt mir sehr gerne auf Instagram @Antonella_Patitucci. Aber jetzt, lass uns starten. Schön bist du da. Die heutige Folge habt ihr entschieden. Auf Instagram habe ich 2 Themenmöglichkeiten euch zur Verfügung gestellt und ihr habt für das Thema von Vorstellungen loslassen abgestimmt und darum möchte ich jetzt direkt in das in meinen Augen mega wichtige Thema einsteigen. Und zwar habe ich mich in den letzten Wochen selber ertappt und auch in meinen 1:1 Coachings habe ich gerade mit einer Klientin von mir sehr intensiv über das eine Thema geredet. Und zwar geht es um Folgendes. Vielleicht kennst du, dass du über dich selber, wie auch über Mitmenschen von dir, so eine gewisse Illusion kreiert hast, so ein gewisses Bild, wo du, wenn du ganz ehrlich bist, recht fest in Stein gemeißelt hast. Also es ist fast nicht mehr daran zu rütteln, sondern du hast jetzt die Meinung und die Meinung ist und die Meinung bleibt. Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, ich habe extrem lange ein gewisses berufliches Bild von mir gehabt. Für die meine Lebensgeschichte nicht kennen oder jetzt meinen Werdegang, ich halte es kurz. Ich habe sehr früh schon die Leidenschaft zur Schauspielerei entdeckt. Ich habe die Bühne schon immer geliebt, liebe ich nach wie vor. Und habe mit 15 schon auf München ein Vorstudium gemacht. Mit 16 habe ich dann Musical, sprich Schauspiel studiert und habe dann auch auf diesem Beruf gearbeitet. Aber jetzt so vor 2-3 Jahren gemerkt, ist es das wirklich? Und ich meine, mein ganzes Umfeld, ja, du bist hast schon immer gerne geschauspielert, du hast mega Talent in dem, das ist doch dein Ding, du kannst jetzt sicher nicht damit aufhören. Und ich habe auch mir selber wie so am Anfang nicht die Erlaubnis geben, um zu sagen, ja, ich habe das studiert, ja, ich habe das ein kleines Mädchen wollen, aber jetzt fühlt es sich einfach nicht mehr gut an. Und vielleicht kennst du das von dir selber, dass du das Gefühl hast, der Beruf XY ist einfach das, was ich machen muss. Ich habe das ja schon immer gemacht. Oftmals siehst du es auch jetzt so in deiner Ahnenlinie oder gerade bei Eltern vielleicht von dir. Zum Beispiel eine Kollegin von mir ist Ärztin und die ganze Familie ist eine Arztfamilie. Es kommt ja mega oft vor, dass Mami, der Papa ist Arzt, vielleicht sind Großeltern schon Ärzte gewesen. Und sie ist halt einfach auch Ärztin geworden. Aber ich habe schon gemerkt im Studium, es war überhaupt nicht ihr Ding gewesen und sie hat es einfach gemacht, weil sie das Gefühl hatte, ja, alle andere in meiner Familie machen 10, wieso ich nicht? Und dementsprechend ist sie Ärztin geworden, aber hat dann nach 2 Jahren auf dem Beruf gearbeitet, zum Glück gemerkt, hey, das ist voll nicht meins. Und ist jetzt einen anderen Weg eingeschlagen. Und ich weiss noch bei ihr damals, wie viel Mut das sie es gekostet hat und auch bei mir selber. Weil jetzt, um nochmal zurück zu meinem Beispiel zu kommen, ich liebe nach wie vor die Schauspielerei. Don't get me wrong. Ich habe ja auch die Schadenfreundinnen gegründet. Das ist zwar ein Comedy-Duo, aber es ist auch auf der Bühne mit der Christina. Und ich liebe es. Ich bin Feuer und Flamme. Meine Augen funkeln immer in den Probetagen oder auch auf der Bühne mit ihr. Aber ich glaube, bei mir jetzt zum Beispiel habe ich herausgefunden, ich bin mittlerweile gerne ich selber. Auch wenn ich gut kann, andere Menschen spüren und nachspielen, bin ich lieber die Antonella. Ich bin gerne ich, in Coachings kann ich sein, in diesen Videos in meinem Podcast kann ich sein und ich bin nicht mehr so gerne die Monika oder die Lisa oder wer auch immer, sondern das ist für mich so jetzt mehr ein Hobby und ich finde es mega lässig, immer wieder mal für freischaffende Projekte mich auch zu integrieren und zu beteiligen, aber ich möchte nicht mehr 24/7 oder einfach meinen Wochenplan nur der Schauspielerei widmen und ständig in einer Fernsehserie irgendeine Rolle verkörpern, wo ich gar nicht bin. Und selbstverständlich war das ein Prozess gewesen. Einerseits ein innerer Prozess, um zu mir zu stehen, weil wenn du natürlich eine Rolle spielst, guess what, kannst du gut von dir selber ablenken, musst nicht zu diesen Gefühlen stehen, wo du selber bist, sondern kannst dich halt eben hinter dieser Monika oder hinter dieser Lisa verstecken. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich ganz oft auch mein Umfeld in so eine gewisse Kategorien gesteckt habe. Sprich, das kann genau sich auch in Beziehungen zeigen, dass du vielleicht immer das Gefühl hast, meine Partnerin oder mein Partner muss XY-Punkt abdecken. Der muss vielleicht gross sein, der muss vielleicht selbstständig sein oder sie muss vielleicht die und die Figur haben, whatever. Ich glaube, wir alle haben so eine unterbewusste
Vorstellungen und stülpt das so gern über die Menschen drüber. Und wenn die Person nicht exakt dieser Vorstellung entspricht, ist es einfach mal so eiskalt raus. Und ich habe letztens selber die Erfahrung gemacht, dass ich immer so gedacht habe, ich oberflächlich null. Ich doch nicht, ich bin so tiefgründig. Naja. Und habe mich wie selber ertappt, wie ich gewisse Menschen gerade im Privatleben einfach ausradiert habe, nur weil sie XY-Bereich nicht abdeckt haben. Und trotzdem kann ja der Mensch total spannend sein und überhaupt nicht uninteressant, wie du gedacht hast. Und vielleicht hast du es gesehen, ich habe diesen Montag mit dem Lars Amind einen Live-Talk auf Insta gemacht. Falls du ihn nicht kennst, er ist Autor, also Schriftsteller, und er ist gigantisch. Er hat jetzt, sein 12. Buch und alles Bestseller. 2 sind sogar verfilmt worden, unter anderem «Das bescheuerte Herz» war ja im Kino mit dem Elias Mbarek. Also wirklich, wirklich gross, geht auf Netflix, der Film noch, falls du ihn mal anschauen möchtest. Wunderschöne Message. Und sein neues Buch ist jetzt gerade rausgekommen und er schreibt über die Liebe. Also das Buch heisst «Where is the Love?», falls du es dir möchtest, durchlesen. Eine grosse Herzempfehlung von mir. Und er schreibt in diesem Buch auch, dass er immer die gewisse Vorstellung hatte, dass die Frau, er hat immer so die jungen Modeltypen gehabt, und wenn sie nicht hübsch genug war oder irgendwie auf Insta nicht hübsch neben ihm ausgesehen hat, hat er sich gar nicht für sie interessiert. Und ohne zu viel Spoiler hat er dann in diesem Buch, in diesem Weg von ihm ganz persönlich, also er hat auch mega eine herrliche, ehrliche Art, wie er über alles schreibt und auch mit sehr viel Selbstironie, und er ist mega reflektiert. Also ein Hammermensch. Hat er dann darauf geschrieben, wie er sich dann doch darauf eingeladen hat, auf einen Mensch, wo er zuerst gedacht hat, ach, wie langweilig, die hat kein Insta-Profil, irgendwie ist so boring, jetzt auch nicht gerade die schönste Frau, die ich jetzt gesehen habe. Und hat sich dann darauf eingeladen und ist total vom Gegenteil überzeugt worden. Und darum möchte ich dich heute mal so einladen, analysiere mal dich und dein Umfeld, was für Schubladendenken hast du noch. Und dass du dich einfach mal komplett befreist, komplett leer machst über alles, was du über dich selber denkst und über andere Menschen. Wirklich mal sagst, okay, stopp, ich gehe mal 3 Schritte zurück. Was ist, wenn ich mich von all diesen Rollen und Vorstellungen über mich mal löse? Möchte ich das wirklich noch schaffen? Stimmt die Partnerschaft, die ich bin, wirklich noch für mich? Möchte ich wirklich ein Kind? Oder wird es einfach verlangt? Möchte ich eine Hochzeit? Stimmt mein Ehepartner oder meine Ehepartnerin? Und wirklich mal ganz ehrlich anhörst und dich von diesen Vorstellungen und von diesen Dogmen einfach mal löst. Und auch offen bist für die Menschen um dich herum und immer wieder dich auf den Standpunkt stellst von «Ich weiss noch nichts und ich möchte lernen». Und dann kann einfach etwas ganz Neues entstehen, weil oftmals ist unser Kopf und unsere Vorstellung so laut und auch der Gesellschaftsdruck kann, ich meine, das kennen wir alle, kann so beängstigend werden und so erdrückend, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt ein Studium machen, du musst jetzt eine Lehre machen nach der Schule. Und die wenigsten Kinder haben vielleicht den Mut, zu sagen, hey Mami, ich weiss einfach nicht, was ich machen möchte. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich möchte ein Jahr reisen, ich möchte es herausfinden. Und die Mutter denkt vielleicht, ja, ich kann doch nicht mein Kind jetzt reisen lassen, es muss doch jetzt durchziehen, so läuft unsere Gesellschaft. Dass du dich wirklich mal befreist von all dem, was du weißt. Und dann dich wieder mit dem Herz zurückverbindest. Und wirklich mal ganz ehrlich auf dein Herz los ist, was möchte ich wirklich? Die beste Sache für mich ist Journalen. Also ich tue gerne am Morgen aufschreiben, was mir so durch den Kopf geht, was ich für Gedanken, was habe ich vielleicht geträumt. Und dann kannst du dich wie immer wieder ertappen mit so Gedankensmustern, wo du sagst, hey, möchte ich wirklich so über mich und vielleicht auch meine Mitmenschen denken? Oder möchte ich das vielleicht mal loslassen? Das ist mal der Punkt 1. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte und dich anregen, um vielleicht so ein bisschen deine Gedanken über dich selber und auch über deine Mitmenschen zu verändern, ist, wenn du vielleicht selber sagst oder die Leute um dich herum, ja, ich bin halt einfach so. Ist das wirklich so? Bist du wirklich einfach so? Ja, ich bin halt einfach introvertiert. Weil ich kann mich überhaupt nicht mit dem Ultimatum über mich selber
irgendwie abfinden. Weil in meinen Augen passiert nicht einfach etwas einfach so. Oder du bist halt einfach so. Sondern du kannst dich zu dem Mensch entwickeln und heranwachsen, zu dem Mensch, wo du sein möchtest. Möchtest du liebevoll sein? Möchtest du Verständnis zeigen? Möchtest du verzeihen? Möchtest du Unternehmerin, Unternehmer werden? Möchtest du Mami werden? Hast aber Angst davon? Möchtest du einen Heiratsantrag machen? Hast aber Angst vor Ablehnung? All so Sachen. Ja, ich bin halt einfach schüch. Ja, ich kann halt das einfach nicht. Nein. Löse dich wirklich in dem Moment von diesen Vorstellungen und stell dich auf den Standpunkt, du kannst alles. Du kannst zu dem Mensch werden, wo du möchtest werden. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Mühe, wenn Menschen sagen, ich bin halt einfach so. Ich finde es ein bisschen abtörnend. Das ist so. Es wirkt für mich so ein bisschen aus einer Opferhaltung, als könnte ich es nicht proaktiv verändern. Und ich finde, wir haben alle so eine unglaubliche Schöpferkraft. Wir können sehr wohl proaktiv unser Leben in die Hand nehmen und sagen, hey, ich möchte dort und dort hinkommen, weil mir das und das wichtig ist. Wie komme ich dort hin? Ich finde einen Weg. Du musst ihn noch nicht kennen, es muss noch nicht perfekt sein, aber öffne dich, um den Weg zu erkunden und dich zu lösen von, ja, ich bin halt einfach so. Dass du wirklich die Vorstellung über dich und dein Leben mal komplett für einen Moment auf die Seite stellst und dich lernst innerlich. Die beste Methode dafür, finde ich, ist stille Meditationen. Also wirklich einfach nur in der Stille sitzen, 20 Minuten, eine halbe Stunde, Stunde, solange du kannst. Ohne Musik, ohne irgendetwas. Du bist einfach mit dir. Hey, da kommen so viele Sachen auf, so viele verborgene Träume, Ängste. Und dann kannst du mit dem anfangen zu arbeiten. Wichtig ist auch, wenn du mal einen Perspektivenwechsel möchtest. Gang in ein Coaching oder rede mit einer Freundin oder mit jemandem Neutralem und lass dir neue Sichtweisen an. Und das gehört echt zum ersten Punkt, sich von diesen Vorstellungen lösen, sprich, wenn du dich auf den Standpunkt stellst, dass du dich komplett von all dem, was du denkst, zu wissen, löst, öffnest dich für neue Informationen. Wie oft stellen wir uns ein bisschen arrogant über einen anderen Menschen, mich eingeschlossen, und denken, ja, was will ich jetzt von dieser Person noch lernen? Ich meine, was hat er schon erreicht im Leben? Seien wir mal ehrlich, wie oft hast du das schon gedacht? Also ich gebe es ehrlich zu, ich habe mich mehrmals verwünscht. Wenn ich irgendein Urteil gebildet habe, nur weil ich dachte, ja, das ist jetzt ja nicht gerade gebildet. Und was ich lernen durfte, ist mir immer wieder zu sagen, ich kann von jedem Menschen etwas lernen, um meine Vorstellung über einen Menschen loszulassen, zu verändern. Und auch wenn es nur ist, dass dir ein Mensch zeigt, was du nicht möchtest sein. Amigs brauchen wir auch die Negativspiegel, um zu sagen, ja, finde ich irgendwie nicht so cool, aber gut, es zeigt mir, wo ich mich nicht möchte entwickeln. Und darum, zum nochmal zusammenfassen, einerseits löst dich von deiner Vorstellung. Auch wenn du jetzt schon 30 Jahre auf dem gleichen Job arbeiten. Es ist okay, wenn es für dich nicht mehr stimmt. Löse dich davon, schüttel es ab und folge deiner Herzenswahrheit. Es ist okay, wenn du seit 15 Jahren in einer Ehe bist und es für dich wirklich nicht mehr stimmt. So what? Geht es darum, Recht zu haben oder der Welt zu zeigen, ich ziehe es jetzt durch, oder geht es darum, glücklich zu sein? Das ist deine Entscheidung. Und der dritte Punkt, wie gesagt, ist, dich auch zu lösen von Schubladendenken, von wie alles muss sein und wie du auch musst sein. Du hast immer die Wahl, proaktiv aus dem Muster rauszugehen und neu zu wählen, wer du sein möchtest. Ja. Eine kurze, knackige Folge mit sehr viel Gedankenanstoß und Input. Die Übungen, die ich da wirklich mega gerne mitgeben kann, ist einerseits, übe mal ein bisschen die stille Meditation. Fang an mit 5 Minuten, 7, 10, 12, 20 Stunden, irgendwann vielleicht 4 Stunden, wenn du mal Lust hast. So verbindest du dich erstens mit deiner Wahrheit, mit deinem Herz und du kannst überhaupt wieder die innere Stimme anfangen zu hören. Weil die Aussenwelt ist oft so laut und wir rennen vom einen Termin zum anderen, dass wir ganz vergessen haben, wie es ist, nach innen zu hören. Und wir kriegen so viel Einfluss von außen, dass es fast unmöglich ist, wenn man das nicht aktiv nutzen, um wieder die innere Stimme zu hören und dass die innere Stimme lauter ist wie die Meinungen und der Lärm von der Aussenwelt.
Dann das Zweite ist Journalen. Steh am Morgen auf, bevor du ans Handy gehst, bevor du Kontakt mit irgendeiner Aussenwelt hast. Schreib dir deine Gedanken auf, deine Wünsche, deine Ziele, für was du dankbar bist. Und dann schaust du mal einen Monat, liest mal alles durch. Und dann wirst du so viele Botschaften von deiner Seele entdecken, gerade auch von Träumen. So viele sagen, ja, der Traum ist so ein Wirrwarr, das macht gar keinen Sinn. Aber wenn du immer wieder wiederkehrende Träume entdeckst und mal so ein bisschen Traumdeutungen reinlesen, hat es vielleicht sehr wohl eine Botschaft für dich. Ich glaube, nur schon mit diesen 2 Übungen wird es sich so fest ändern. Und ich glaube immer, die erste Veränderung ist das Bewusstsein. Du bist dir jetzt vielleicht durch die Folge mehr bewusst, wow, ich stecke mich und andere in eine gewisse Schublade, in mein Vorstellungsmuster rein, was völlig in Ordnung ist, aber dass du dich vielleicht jetzt kannst liebevoll ertappen und denkst, okay, jetzt habe ich dann wieder einfach die Schublade XY drüber gestülpt. Wie ist es, wenn ich jetzt dieser Person mal eine Chance gebe? Auch wenn der Mann oder die Frau vielleicht nicht dieser Optik entspricht, wo du dir vielleicht immer gewünscht hast. Vielleicht nicht im gleichen Business schafft, wo du dir vielleicht immer gewünscht hast. Sondern öffne dich einfach für Neues. Weil ich glaube, wenn wir die ganze Wahrheit über uns selber schon kennen würden, wäre das Leben langweilig. Und ich glaube, das Universum schickt dir nicht einen Menschen einfach so, weil es gerade Lust hat. Es hat einen Grund. Und wenn dir ein Mensch begegnet und dir geschickt wird und es dich triggert, schau es an. Pack es wie ein Geschenk aus und schau, was es mit dir macht. Genau. Ja, ich glaube, das wäre es für heute. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und dir ein bisschen einen Gedankenanstoß geben können. Und ja, ich freue mich. Für mich geht es am Montag jetzt 2 Wochen nach Mexiko. Und zwar ganz allein. Und auch das ist für mich eine mega neue Erfahrung, weil das zeigt genau wieder meine Vorstellung. Ich habe immer das Gefühl gehabt, also wenn man in einer Partnerschaft ist, geht man doch nicht allein in die Ferien. Ich kann ja mit meinem Partner gehen. Sagt wer? Nur ich. Auch in einer Partnerschaft kannst du allein in die Ferien gehen, um die Erfahrung mit dir selber zu machen, das Alleinsein auszuhalten. Was spricht dagegen? Das Einzige, was dagegen gesprochen hat, ist meine Bewertung, das macht man doch nicht, was denken dann alle Leute von mir? Und wahrscheinlich auch meine Angst, allein zu sein. Und ich habe jetzt mal so ein kleines Anknipsmikrofon eingepackt, wenn ich Lust habe, werde ich mir wirklich völlig die Freiheit da rausnehmen, werde ich dort vielleicht auch 1-2 Folgen einfach spontan aufnehmen, weil ich glaube, das wird so viel Wachstum auch in mir rein auslösen und so viel triggern. Und ich glaube, gerade in diesem Moment ist es dann mega spannend, das aufzunehmen und mit euch zu teilen. Ja, schreibe auch gerne in die Kommentare, wie dir die Folge gefallen hat, ob es vielleicht für dich neue Gedankenanstöße gegeben hat, ob du schon mal allein gereist bist. Und falls du möchtest teilen, wie immer, folg mir sehr gerne auf Instagram @Antonella_Patitucci und ich werde auch dort ein Video posten zur neuesten Folge. Und die Folge gibt es auch auf YouTube. Du kannst dir das, falls du auch möchtest, das Bild dazu sehen. Wenn ich da schwätze in meinem Studio, darfst du das auch sehr gerne auf YouTube anschauen und meine Gedanken da lassen. Vielleicht möchtest du auch teilen, was du für dich hast erkennen, was du vielleicht für Vorstellungen über dich oder deine Mitmenschen hast, wo du jetzt vielleicht bereit bist, mal als kleine Challenge zu nehmen, um zu sagen, hey, ich lasse mal alles los. So oder so, ich freue mich immer, von euch zu lesen und zu hören und Feedback zu hören. Und danke von Herzen, dass du da bist. Danke von Herzen, dass du deinem Herzensweg folgst, dir die Zeit nimmst und auch meinen Podcast hörst. Das bedeutet mir extrem viel. Fühl dich ganz fest umarmt und bis nächste Woche.